Ich will aber auch mal aufhängen, dass man bei allem, was man so ein paar Sachen nicht sollte vergessen. Die ich sage, die man nicht sollte vergessen, das ist effektiv, dass man schon seit langer Zeit ganz gut Verhältnis eigentlich schon mit den USA. Das geht Solomon zurück schon an die Zeit vom Krieg von grundsätzlich Familie an Amerika war, an Ortono, wo Amerika immer für uns ein ganz starker Partner war, an einen großen Freund war, den immer willkommen war, auch hier zu Lützeburg. Das ist der erste Punkt. Den zweiten Punkt, den ich will sagen, und das darf ich auch nicht vergessen, ich meine, die USA, und du müsst mal Wahl eins sein, das ist ja aber eine große Demokratie, das ist ein Land, wo viel Freiheit gibt, das ein Rechtsstaat, an dem Land gibt Menschenrechte respektiert. Und das ist aber auch etwas, was man an ganz viele Länder, mich auf die Runde darüber geschwärzt, wo man das haut nicht fanden. Ich meine, das wird klar. Aber wenn wir von Demokratie schwätzen, dann ist es doch so, dass es dann dem Land Wahlen gehen. Aber bei den Wahlen, an ich meine, Südverein an Amerika kennt und hat bei den Wahlen den Herr Trump kannt. Und trotzdem hat Herr Trump die Wahlen gewonnen. Und das ist ganz klar, dass die Amerikaner den Herrn Trump als Präsident wollten, also sie wollten nicht Kamala Harris, was natürlich größtenteils auch auf Gründe zurückzuführen, aus die innenpolitisch sind, wie uns natürlich nur nicht unbedingt direkt betreffen und interessieren. Und nach E-Punkt kann so, und das ist natürlich auch so, dass von Amerika immer große Partner Freund war von Lützeburg, dass da auch immer schon Divergenzen gesehen an all den Jahrzehnten, auch schon am Kalten Krieg. Ich erinnere noch zum Beispiel, ich meine 2003, den Irakkrieg, wo der Bush Junior eine andere Politik gemacht hat, wie die demalige Lützeburger Regierung und noch Bevölkerung sich erwartet hat. Das heißt, die Divergenzen sind nicht immer gegeben. So, wenn ihr heute die aktuelle Situation guckt, meine ich auch nicht, dass Donald Trump alles allein kann dezidieren kann. Ich meine schon, dass auf ein ganz paar Punkten, weil ich daran leben, dass Amerika funktionierenden Staat, dass mit Institutionen, die funktionieren, meine ich schon, dass nicht kann alles allein dezidieren kann. Und dafür wäre es gut, wenn ich logisch gucke, was wirklich alles langfristig kann geschehen. Was bislang gemacht ist, sind ganz sicherlich ein paar die Sachen, wo ihn auch nicht gut kann heschen. Das will ich auch klar so nicht, dass der meint, wir geben alles gut von der was Herr Trump möchte. Das ist aber so, dass Amerika, die USA, und das ist aber wirklich so, immer eigentlich seine eigenen Interessen verteidigt wird. Und das wie die anderen Großländer schmengen, man meist nicht für Großbritannien, Frankreich und immer an ihrer Außenpolitik ihr eigenen Interessen an den Vordergrund gestellt und dann lang nicht. Und das ist auch nach Haut so. Und das war auch schon beim letzten Präsident so. Und das war am Anfang immer den America First. Wobei natürlich als das mehr akzentuiert und wird mich stark auch rhetorisch ausgedrückt und gesagt in noch verschiedene Punkte, wo ihn da wirklich sich frohen, ob das Sinn möchte, von ihn zum Beispiel mit der Idee könnt für Grönland an Rot-Weiß-Blau-Land zu benennen und das ist ja kein Witz. Das ist ein paar Sachen so. Es gibt viel geschwärzt von einer multipolarer Welt, für die man sind, ja, als die multipolare Welt, wie man sie immer benennen, wirklich die Realität. Wir hatten eine lange Zeit einen Kalten Krieg, das meint bipolare Welt, wie der Kalte Krieg River war, so 1991, dann hatten wir eine unipolare Welt, wo man nach eng stark Murcht auf der Welt hatten, das waren die USA. In der Zeit muss ich aber sagen, also da ist es ganz gut gegangen. Also sind wir am Anfang an einer Umwandlung von einer unipolaren Welt, die man hatte, sonst mal bis Anfang 2000er Jahren, an eine multipolare Welt, mit das am Moment nicht ganz klar, welche Staat wird gestaltet. Wir wissen nicht genau, wie die Situation wird sein an 10, 20 Jahren, wie stark China wird sein, wo Russland das, wo Europa als wo andere Schwellenländer sind, wo die USA Werte sind. Mit das aber wahrscheinlich, dass die USA werden auch weiterhin die stärksten Mächte auf der Welt bleiben. Und ich meine auch, dass egal wie wichtig ist, dass wir als Lützeburg die Freundschaft zwischen Amerika und Lützeburg heimhalten. Es sind auch der Meinung, dass genau wie damals schon war bei der anderen Trump-Regierung, dass wir werden gute Relationen auch haben, also als Regierung auch mit den Amerikanern weiter haben.
Wenn ich zwei Frohen kann stellen, sind viel Gestalt gehen, das effektiv mir als Frohen, was machen wir punkto Handelspolitik? An die anderen froh, dat huet dat fir Auswirkungen, dass Amerika sech net und Mindeststeuer will halen vun den 15%. Und zum Schluss will ich nach Apps so die besten Antwort op all so frohen, wie man können eins gehen mat eng aggressive Außenpolitik von anderen Ländern und so weiter. Die allerwichtigsten Antwort darauf mengglisch, dass mir hai wirklich wirtschaftlich stark sind. Und dafür fand ich ganz wichtig, dass wir an den nächsten Jahren die wirtschaftlich, die ökonomisch stärkt von Lützeburg auf von Europa an den Vordergrund stellen.